выходите в коридор. Das ist etwas Typisches. Ja, da will man versuchen, dass die Regierung die Bevölkerung nicht mehr informieren kann. Da versucht man, die Websites lahmzulegen mit DDoS-Attacken. Und das Gleiche hat nachher das Anonymous-Kollektiv auch gemacht mit der russischen Regierungswebsite. Also die funktionieren auch nicht, oder haben zumindest eine Zeit lang nicht funktioniert. Im Prinzip sind alle Infrastrukturen gefährdet, die online und mit dem Internet verbunden sind. Das kann Stromversorgung sein, das kann Wasserversorgung sein, das kann ja Spitäler sein. Und wie tief können diese Angriffe gehen? Das kommt ganz auf den Grad von der Schutzmaßnahmen ab, die die jeweiligen Betriebe haben tatsächlich. Und es kann dazu führen, schlimmstenfalls, dass mehrere Monate zum Beispiel die Stromversorgung nicht mehr gewährleistet sein kann.